Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Das heute ist zwar nur in An- und Abführung ein Freundschaftsspiel, aber gleichzeitig natürlich auch ein ernsthafter Test für diese beiden Mannschaften kurz vor Saisonbeginn, Sebastian. Ja, beide Mannschaften wissen noch nicht genau, wo sie stehen, und ich denke mal, die Trainer werden auch gespannt sein. Beide haben große technische Qualitäten. Hoffentlich sehen wir die heute auch. Also Tom, wir freuen uns auf jeden Fall auf diese Begegnung. Ja, Achtung! Schauen wir uns nochmal an. Ja, war ein Elfmeter. Enge Entscheidung in dieser Situation. Das war ganz knapp im Strafraum. So, und jetzt gibt es also den Elfmeter. Also viel genauer kannst du den Ball gar nicht mehr schießen. Und er spielt den Ball nicht nur lang, sondern auch exakt und präzise. Sehr gutes Stellungsspiel des Abwehrspielers in dieser Situation. Und er trifft ihn hier voll am Schienbein. Also da hätte man eigentlich gut und gern noch gelb geben können. Ja, und die Fans schütteln nur den Kopf. Das war ein ganz, ganz schwacher Schuss. Einfach weg mit dem Ball. Und das sieht so leicht aus. So locker, wie der mit dem Ball umgeht. Gut gemacht. Ja, er köpft nach vorne. Oh, klasse, der lange Ball. Und es gibt ja kaum jemand, der den Ball so in den Strafraum hineinspielen kann wie er. Freistoß. Keine Verwarnung für den Spieler. Der Schiedsrichter hat wohl seine Kontaktlinsen vergessen. Boah, das sieht gut aus. Das ist ja ein Weltklasse-Dribbling. Wie macht er das überhaupt? Und wenn jetzt die Flanke kommt, dann ist die Gelegenheit da. Ein guter Ball über eine weite Entfernung. So, der hat jetzt mehrere Möglichkeiten, den Ball abzuspielen. Und der Keeper brilliert hier heute mit seinem Stellungsspiel. Klasse Einsatz bei dem Zweikampf. Keine Chance für den Gegenspieler. Ja, das sieht gut aus. Mühelos fängt der Keeper diese Flanke ab. Der Ball ist zurück im Spiel. Ja, und mit viel Gefühl im Fuß und dann auch noch genau gepasst. Ja, der hat das Talent, der hat die Technik. Er weiß, wie man es macht. Und da war er wieder auf dem Posten. Und den Ball hat er souverän zu einem Mitspieler geworfen. Das war ein richtiger Zuckerpass. Es ist ja unglaublich, wie der die Abwehr da schwindlig spielt. Und ich glaube, er überlegt, was er jetzt am besten tut. Ich glaube, jetzt überlegt er,
Schiedsrichter ganz kurz. Zeig ich da eine Karte oder nicht? Oh, da hat er sich dumm angestellt im Zweikampf. Natürlich sieht er deswegen gelb. Ja, Foul, gelbe Karte, richtige Entscheidung. Na, Endstation, Torwart. Weg mit dem Ball. Das ist ein Weltklasse-Dribbling, also der Mann ist sein Geld nun wirklich wert. Ja, so wünscht sich das jeder Trainer. Klasse Abwehrarbeit, gutes Stellungsspiel und den Schuss abgeblockt. Immerhin, sie haben einen Eckball herausgeholt. Oh, klasse Kopfball, trotzdem weit am Tor vorbei. Und sie geben nicht auf, das muss man ihnen lassen. Gute Partie, gutes Niveau in dieser ersten Halbzeit und man kann den Sieger schwer vorhersagen. Ja, das ist einfach super. Dieses Zweikampfverhalten, ja, da gehört schon eine Portion Mut dazu, sich in diesen Ball noch hineinzuwerfen. Absolut spitze, da macht ihm keiner was vor im Dribbling. Und das sieht man in der Mannschaft. Stimmt's? Solche Pässe, die schauen wir uns gerne an. So, Schiedsrichter pfeift die erste Hälfte ab. Spielstand 1:0. Das Halbzeitresultat ist keine Überraschung. Sie haben sich in den ersten 45 Minuten einfach mehr Chancen erarbeitet. Ich denke, die Führung geht völlig in Ordnung. Ja, dann schauen wir mal, wie die Trainer ihre Teams auf die zweite Halbzeit eingestellt haben. So, wir sind bereit zur zweiten Halbzeit. Schiedsrichter auch. Die Spieler sind alle da. Auf geht's. Bitte, warum soll man es nicht mal mit Köpfchen versuchen? Dann machen wir es kurz, einfach nicht zu überwinden, diese Aktion. Ja, und dafür hat er das Auge klasse gespielt. So, den Platz hat er. Wenn er jetzt noch eine gute Flanke schlägt. Ja, das ist ja überhaupt kein Problem für den Torhüter, diese Flanke. Gut gemacht vom Keeper. Und in solch langen Bällen kann man auch mal eine ganze Abwehr aushebeln. Ich glaube, das war eine richtige Entscheidung. Es gibt Freistoß. Ja, gutes Stellungsspiel des Torhüters. Er hat den Ball. Und der Torwart denkt sich bloß erstmal raus aus der Gefahrenzone. Und den langen Ball, den zirkelt er perfekt. Ja, da hat er gut mitgespielt. Der Torwart holt sich den Ball. Und schon ist der Ball wieder im Spiel. Da sieht er die Lücke. So, jetzt hat er Platz. Ah, jetzt müsste er in die Lücke reinspielen. Die Flanke kommt in die Mitte. Tor! Ich werde verrückt! Ja, da haben sie doch geführt, aber nichts mehr. Sie mussten den Ausgleich hinnehmen. Jetzt ist die Partie wieder völlig offen. Sie sahen schon aus wie die sicheren Sieger und jetzt fällt der Ausgleich. Pass hinein in die Gefahrenzone.
Und das ist super, wie er da reagiert. Alles richtig gemacht und den Ball aufgenommen. Der Torhüter klärt hier erstmal. Also der Ball scheint ihm förmlich am Fuß zu kleben. Das ist unglaublich. Und das Dribbling stammt anscheinend aus dem Lehrbuch für den Fußballsport. Ja, und hier die klare Entscheidung, Abstoß. Ja, das war ein klasse Kopfball. Ja, gutes Tackling. Ja, aus dem Ball kann nichts werden. Ja, und hinten darfst du keine Fehler machen. Lieber einfach mal weg mit dem Ball. Guter Pass, genau auf den freien Ball. Und der ist gut und der ist drin. Naja, so ein Spieler braucht man vielleicht auch mal egoistisch, eigensinnig. Wenn das so ausgeht wie hier, wie mit diesem Tor, dann ist ja alles gut. So, das war der Führungstreffer, aber es ist noch nicht vorbei. Der Gegner hat noch genug Zeit zu reagieren. Ja, das hat der Verteidiger gut gemacht, wie er die Situation geklärt hat. Und wieso gibt es hier eigentlich nur Freistoß? Da hätte er den noch gelb zeigen müssen. Ja, der hat den Ball überhaupt nicht getroffen. Sieht man hier. Und deshalb weit am Tor vorbei dieser Schuss. Jetzt muss die Abwehr aufpassen. Und jetzt muss er schießen. So, achten wir auf die Hand des Schiedsrichters. Er zeigt auf den Elfmeterpunkt. Und jetzt könnte er auch noch die gelbe Karte aus der Tasche holen. Ja, da hat er eine mögliche Verletzung des Gegners in Kauf genommen. Deswegen gelb. Oh, der Druck ist immens groß. Tor! Und das könnte jetzt die Entscheidung gewesen sein. Gewonnen hätten sie beide lieber, das ist keine Frage. Aber so müssen sie sich mit einem Remis begnügen. Und Sebastian Hellmann hat hier gut analysiert und kommentiert. Und wir bedanken uns beide. Wir, das ist auch noch Tom Bayer, für Ihre Aufmerksamkeit daheim.